Und herzlich willkommen zurück zur mittlerweile zweiten Folge von The Legend of Zelda Skyward Sword Hero Mode. Wir sind hier immer noch unterwegs zum Meister Taito, nachdem ja unser Wolkenvogel in der letzten Folge nicht kommen wollte und wir wegen Zelda beinahe draufgegangen wären. Menschenskind, hey, die Alte. So, Taito, bist du das? Jo, was ist denn los, Michael? Du siehst nicht so gut aus. Jo, ich bin Meister Taito, der Rapper. Jo. Was? Dein Wolkenvogel ist verschwunden? Das ist schlimm. Du weißt ungefähr, wo er ist, oder? Du willst jetzt suchen gehen. Aber die Zeremonie beginnt doch gleich. Andererseits, ohne Vogel wäre es bei der Zeremonie sozusagen vogelfrei. Gibst du zufälligerweise irgendeinen Witzkurs hier oder was ist los? Menschenskind. Verzeihung. Ja. Der Direktor gerufen, nun gut, ich bin schließlich noch einen Gefallen schuld. Da kann ich sagen, viel zu schnell gesprochen. So, Wolkenvogel finden. Ah, da kommen wir endlich raus. Sehr schön. Und wir sind noch ohne Schwert, ohne Schild. Natürlich super genial, wa? Super genial. Aber egal, das geht auch so. Aber erst einmal ein bisschen Money. 5 Rubine. Der Wolkenhort ist voller Geld. Anders macht man so. Hey, guck gemacht, da ist der mein Wolkenhirschkäfer. Ups. Halt. Jetzt war ich zu voreilig. Scheiße, ich hätte jetzt mit ihm quatschen müssen. Sorry, Leute. Habe ich ja komplett vergessen. Na, Kleiner? Verflucht! Mein Wolkenhirschkäfer, der erste drin gehabt. Ohne Schmetterlingsnetz in Insekten unmöglich zu fangen. Wenn ich nur das Netz, das ich in Terrys Land gekauft habe, nicht verworfen hätte. Da fragt man sich doch, wenn Terry bereits hier bei... Oh, hier geht es aber ziemlich tief runter. Wenn Terry bereits hier bei Skyward Sword vorhanden ist und auch bei The Minish Cap und natürlich auch bei The Wind Waker, wo zum Henker ist dann bei Ocarina of Time? Gute Frage. Da ist eine Truhe. Die kriegen wir aber erst später. 5 Rubine. Ching ching. So, ja. Wolkenvogelsuche geht natürlich eine super Idee. Die Frage ist bloß, wo mache ich das am besten? Was bist du für einer? Hey Michael, bald beginnt die Vogelzeremonie. Wie oft hört das Wort denn jetzt noch? Die 2 Wörter. Letztes Mal hat Kuckuck auf Winterbreite gewonnen, aber das war vielleicht ein Schauspieler. Heute ist ein roter Wolkenvogel mit dabei. Viel Glück, ich bin schon sehr gespannt. Lalala. Sorry Leute. Wir sind ja schließlich nicht bei einem Musical, nicht wahr? Und naja, aber die Musik ist echt cool und da vorne ist der Unsympath schlechthin. Ladies and Gentlemen, Nintendo presents. Das war ganz schön hart, Bado. Der hat sich gewehrt wie noch etwas. Den Unsympath schlechthin, Bado, die Rotlocke, eigentlich wollte er was anderes sagen. Ah ja genau, Schmierlocke habe ich den immer genannt. Die Rotschmierlocke. Naja, dieses Kaminrot zu nehmen, hart im Nehmen, selten wie sie sieht. Aber dort, wo jetzt ist, kann er so schnell nicht wieder raus. Du Arsch mit Ohren, na warte. Ja, vor allem du roter Pavian-Arsch mit Ohren. Hey Michael, stehst du schon lange hier? Lange genug und jetzt bist du völlig hey. Zieh deine Waffe! Ach nee, ist ja kein Western. Was willst du denn? Ach ja, heute ist ja die Vogelreiterzeremonie. Du willst mich bestimmt flyhen, aber ich dich gewinnen lasse. Machst du dir wohl schon in die Hosen? Du willst doch gemeinsam mit Zelda Zeremonie auf der Statue der Göttin begehen, wa? Na, habe ich recht. Sie mag mich nämlich viel mehr als dich. Edgy. Du bist ganz blöd. Du bist von mir aber der falschen geraden Bürschchen. Das wird ein prächtiger Sieg für mich werden. Das glaubst du selber nicht. Was sagst du da? Dein rotes Flugkünchen lässt dich nicht blicken? Was da wohl passiert ist? Vielleicht hat es sich verflogen, das blöde Vieh. Deine Frisur ist beschissen! Hey, lass mal der Haar aus dem Spiel! Ich habe die tollste Frisur im ganzen Wolkenhort! Ja! Besser auch die dringendsten, ja. Ne, die Brille bringt da nichts mehr. Das bringt dir nichts mehr bei dem. Seit wir Kinder waren, hat sich Zelda immer nur für dich interessiert. Alter, nimm den Finger aus meinem Face oder ich beiß ihn dir ab. Jeden Tag habt ihr euch getroffen, während uns eins darauf gewartet hat, einen Blick von ihr zu erhaschen.
Du hältst dich wohl für etwas ganz Besonderes. Was glaubst du, dass unsere Regeln hier für dich nicht gelten, hä? Mit deiner Arroganz ziehst du den Ruf unserer Ritterschule in den Dreck. Wer zieht hier was in den Dreck? Oh. Ladies and Gentlemen! Zelda ist on the Platz. Nee, hä? Shit. Nein, jetzt habe ich total... Na egal. Das war ein Schuss in den Ofen. Es ist Zelda... Jetzt... Ja, natürlich wird man einen großen Stotter raushängen lassen. Da sind nicht mal ein Finger, ey. Bado, hast du jetzt schon wieder auf Michael abgesehen? Zelda, ich finde es ja nett, dass du mich irgendwie beschützen willst und so, aber ich bin ein Mann! Ich mach das gefälligst selber, Mensch. Tja, wir sind doch alle Schulkameraden. Ja... Wirklich? Muss das sein? Oh. Wie kommt es, dass du immer Michael niedermachst? Na wieso? Weil das neidisch auf mich, auf meine schönen braunen Haare. Was ist los? Raus damit! Und du kannst jetzt nicht sprechen. Jetzt macht einer Flinke, ich glaub's nicht. Die Nickmasche sieht immer. Pfui Teufel, ey! Das ist schlimmer als Gallondorf, das kennen wir natürlich. Wie das aussieht. Vergiss es. Hä? Bleib gefälligst hier, Mann! Ich bin mit dir am Streiten! Tja, und weg ist er. Also dann, Michael, wenn du heute nicht teilnimmst, bleibst du vielleicht noch sitzen. Falls ein rotes Hündchen auf, dass du so stolz bist, nicht doch noch wieder auftauchst. Juhu! Und da ist er schon vogelfrei. Natürlich, ich bin vogelfrei, aber er ist auf dem Vogel und na egal. Diese drei Kerle, vielleicht wissen sie, wo ein Wolkenvogel steckt. Nicht nur vielleicht, sie wissen es garantiert, aber sie wollen es mir nicht sagen. Immer werde ich gemobbt, hey. Wenn du mich so magst. Das Leben ist hart. Aber selbst wenn, sie wollen es uns nicht sagen. Uns bleibt nur, selbst nach ihm zu versuchen. Naja, so ist der Wolkenhorde nicht, von dem her. Michael, ich werde dir helfen und von der Luft aus nach deinem Vogel suchen. Mein Vater unterhält sich gerade mit Meister Taito. Sie werden die Vogelzeremonie wohl verschieben, also keine Sorge. Dankeschön. Jetzt schiebe ich noch nächste Woche oder was? Ist ja super. Das ist natürlich für meinen Ruf hier im Wolkenhort 1A. Einfach nur 1A. Oh je, ich höre schon die anderen rufen. Ja, Michael hat seinen Wolkenvogel verloren, jetzt müssen wir alle warten. Alles Michaels Schuld. Egal. Wo ist mein Vogel? Wo ist mein Vogel? Natürlich wissen es bereits seit langem, seit über, ich weiß gar nicht, seit über 90 Folgen oder so. 90 Folgen dürfte etwa hinkommen, oder? So lange hat doch ungefähr unser erstes Let's Play zu Skyward Sword gedauert. Was? Ach, die seltsame Rote? Keine Ahnung. Anscheinend nicht gesehen. Ja, ich weiß, wo die Statue ist. Ich weiß bloß gerade nicht, wie das schon wieder war. Muss ich erst mit den anderen sprechen, bevor ich den Vogel finden darf? Oder war das ein bisschen anders? Ja, es ist sogar ein gutes Wetter, wir können es nicht genießen, weil wir so beschäftigt sind. Ach nee, Frauentratsch. Ich sage es euch, mein Sohn kommt tagtäglich dringend nach Hause, dieser ungezogene Bengel. Das ist eine Frau oder eigentlich? Ups. Was ist absolut nichts für mich. Ich wünsche, jemand würde das für mich übernehmen. Ja. Die perfekte Hausmutter. Hausfrau und Mutter gleichzeitig. Eine Kombination. Die Kleine hier, hallo. Hi, hallo Michael, das da ist mein Haus. Heute gehe ich wieder spielen, aber ich sag nicht mit wem, das wird lustig. Wissen wir bereits, denn wir sind Hellseher. Wir haben alles bereits von unseren Träumen gesehen, wir wissen alles. Wir wissen sogar, wo unser Vogel ist, nur leider dürfen wir es nicht offiziell wissen, irgendwie. Na egal. Ich schau mal kurz, wo war das jetzt schon wieder? Da ist niemanden, da auch nicht, da vorne ist jemand. Vielleicht hilft er uns, ja, aber zuerst brauchen wir noch ein Schwert, oder? So war das doch. Sieh dir mal diese Statue an, niemand weiß, wie lange sie schon hier steht. Schade, dass das eine Auge fehlt. Drücke sie unter die Statue ruhig etwas näher an, Alter. Du bist ja der Alte. Genau, da fehlt ein Auge, aber auch das werden wir noch finden. Und nicht nur das, aber dazu, wow,
Dazu dann erst zu etwa dem Ende des Spiels mehr. Zack. Weitere 5 Rubine. Ist das cool? Ist das cool? Genau, da kann man nicht hin und nicht rein. Und ich frage mich, wie zum Henker ist Bardo da reingekommen? Uff. Holzstäbe. Ich höre ihn, mein Wolkenvogel. Lesen. Ja, beginnt die Höhle in dem Wasserfall. Vorsicht vor Blutsäumen geht hier. Zutritt für Kinder streng verboten. Ich bin kein Kind, Mensch. So. Wo der Vogel ist, wissen wir jetzt. Aber natürlich das Problem ist, wie kommen wir dahin? Aber erst nach 5 Rubine. Zing, zing. Richtig geldgeil, wa? Tja. Oder wohl eher Rubingeil. Aber ist eh dasselbe. Ja. Jetzt sozusagen jetzt mit Zelda Quatsch oder wie war das schon wieder? Wie war das? Schon wieder? Kein Money? Echt nicht? Nö, kein Geld, okay. Ach, hey. Wir kommen da nicht durch. Das ist ein Problem. Ein großes Problem. Na egal. Nee, nicht jetzt. Das mache ich später. La 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 la. Ah, da ist er ja. Hallo, Alter. Michael. So ein Glück. Ich habe mich wegen eines Wolkenvogels umgehört. Und als ich mit Cruz hier geredet habe, hat er sich seltsam verhalten. Hä? Ja, verzeih mir, Michael. Ich wollte es ja schon früher sagen, aber dann hätte Bart es ganz bestimmt herausgefunden. Ach so, stimmt, ihr wäre mir... Oh, ja. Ich mache jetzt plötzlich Dinge, beziehungsweise mache Dinge nicht mehr, die ich im ersten Let's Play noch gemacht habe. Und zwar mit dem hier vorher noch quatschen, aber ist jetzt auch egal. Ja. Anscheinend hat Bardo ihn ordentlich eingeschüchtert. Jo, los! Spuck's schon aus! Als ich vorhin in den Speisesaal ein wenig aufgeräumt habe, naja, kam Bardo und die beiden anderen herein. Sie haben mich gar nicht beachtet und begannen einen Plan auszuecken, um deinen Wolkenvogel zu verstecken. Ich wollte mich wegschleichen, um dich zu warnen, aber da habe ich Bardo entdeckt. Wenn ich etwas verrate, würde ich nie wieder fliegen, hat er gesagt. Bist du schon mal jemals geflogen, Alter? Bardo hatte also anscheinend den Plan, sich einen Wolkenvogel zu schnappen und ihn beim Wasserfall zu verstecken. Der Wasserfall. Gib mir doch mal kurz die Karte. Hier hast du sie. Da muss es sein, beim Wasserfall. Ich habe mit X markiert. XX. Das war wohl nix. Ja, ich weiß, was das ist. Da war ich eben schon. Wenn du verlaufen hast, drücke also einfach Plus. Ich bin so freundlich, es tut mir schrecklich leid. Schon gut, Sie sind ja bereits. Michael. Ja, was denn? Am Wasserfall werden in letzter Zeit gefährliche Kreaturen gesehen. Du sollst also ein Schwert oder so etwas mitnehmen. Wurden in letzter Zeit gesehen. Ah, deshalb. Fragte mal den Schwertmeister hier in der Übungshalle, ob er dir ein Schwert leiht. Jo. Jo. Was jetzt? Achso. Kommt eigentlich noch der Schickerstein heraus? Nee, war. Schade. Denn diese Schickersteine haben von nun an im Heldenmodus immer sofort alle Visionen bereit. Cool, oder? Naja. Ob cool oder nicht cool, muss jeder selbst entscheiden. In der Übungshalle. Es ist Zeit für mein erstes Schwert hier. Oh, Michael. Du kannst ihn zu üben, obwohl heute der Tag der Vorbereitungszeremonie ist. Das ist nicht mal Eifer. Die Übungsschwerter sind hier im Hinterzimmer, also hole dir einfach eines und komm danach zurück. Ich bin immer hier, wenn du Fragen zum Umgang mit dem Schwert hast. Yo! Oh yeah, wir holen uns unser Schwert. Und natürlich vollkommen klar, oder? Nicht eins von hier, nö, natürlich nicht. Unser Schwert ist genau hier in der Truhe drin. Ja, sag mal. Ja. Und ich habe das Übungsschwert erhalten. Dieses äußerst scharfe Schwert wird von Schülern der Ritterschule bei Übungskämpfen verwendet. Drücke 1, damit du cool bist. 1. Genau, hier ist es aber sonst. Wir haben noch die kleine Geldbörse mit 300 Rubinen maximal. Aber hier eben noch nichts. Mann, wann kommt das endlich? Menschenskind. Kommt das etwa erst, wenn ich diese eine bestimmte Person getroffen habe? Gleich abhauen und kann er noch üben. Kann ich eigentlich selbstständig machen? So, mal gucken, ob er es noch kann, wa? Gut. Nö, ich kann es nicht mehr. Ja, doch. So, von unten nach oben schräg.
Ja, geht doch auch noch. Ich kann's noch. Was bist du für ein dämlicher Balken? Au. Da ist die Fledermaus drauf. Hup. Autsch. Autsch. Sprungattacke. Hey. Wow. Gut. So, dazu. Der war von oben nach unten. Das ist sowieso einfach. Und der war... Hallo, waagrecht. Geht doch. Sehr gut, Michael. Du weißt mit dem Schwert umzugehen. Das freut mich. Ich bin wirklich stolz auf dich, Mann. Wenn du möchtest, kannst du jetzt die Wirbelattacke üben. Nein, nein. Oh, Mann, natürlich wollte ich. Scheiße. Nee, hol das mir. Ich will doch die Übelattacke. Die Übelattacke natürlich. Die Wirbelattacke und natürlich auch die Stichattacke. Ja, ich weiß, wie das geht mit den. Ja, Mann, die Spezialtechnik. Oh Mann, Moment mal kurz, Leute. So zentriert ist es. Gut. Gut. Sehr gut. Und, Salom. Gebade, genau. Sehr gut, Michael. Du hast ein Schwert umzugehen. Ja, habe ich schon mal gesagt, ich weiß. Die Übertacke. So, jetzt machst du mal richtig. Unbedingt, natürlich. Geht doch. Diese Antwort wollte ich hören und jetzt und für die Wirbelattacke aus. Gleichzeitig ruckartig zur Seite. Ich bin eingesperrt. Zack. Und das trotz des kurzen Stummelschwertes. So muss es aussehen. Den Fangstoß noch, aber natürlich. Wenn ein Gegner am Boden liegt, sonst geht das nicht. Oh yeah. Also dann. Und Fangstoß. Bingo. Wunderprächtig. Du kannst den Fangstoß. Ja, ich weiß, der Fangstoß geht. Hallo, Alter. Vergesst ihr schon nicht. Also dann. Was soll das werden, Michael? Das Übungsschwert bleibt gefälligst hier, mein Freund. Dachtest du etwa, du könntest einfach mit dem Schwert davonschleichen? Naja, weißt du, ich hab's gehofft, weil du bist doch nur ein NPC und ich bin viel cleverer und irgendeinen Bug gibt's ja garantiert. Was? Du sagst, der Wolkenflug ist verschwunden und du willst ihn nun suchen? Verstehe. Naja. So geht's natürlich auch. Und unser Schwert. Yeah. Ist ja nur ein billiges Übungsschwert, aber besser als so ein dämliches Holzschwert wie noch aus Twilight Princess, wa? Ja. Aber auch ein cooles Spiel. Twilight Princess. Was ist jetzt los? Ja, der Schickerstein, genau. Boing, boing. Nicht? Hallo, junger Mann, komm doch mal rüber zu mir. Hehehe. Was gibt's denn? Ich bin ein Schickerstein, also du weißt schon Bescheid. Na, wenn das so ist, lass uns direkt zusammenkommen. Du spielst im Handymodus, alles gibt es keine Rätsel, das du nicht schon gelöst hast. Das finde ich wirklich beeindruckend. Deswegen kannst du gleich von Anfang an alle Visionen ansehen. Das habe ich ja bereits erklärt. Alles Gute. Ja. Wenn wir schon beim Heldenmodus sind und Änderungen gegenüber dem normalen Modus. Es gibt ja noch eine kleine Änderung, was unser Schwert betrifft, aber dann erst das nächste Schwert natürlich, sprich das Hauptschwert dieses Spiels. Aber was es genau sein wird, das seht ihr dann, wenn es soweit ist. Ah, schöne Schmetterlinge. Wieso habe ich meine Lyra nicht dabei? Verdammt. Ach stimmt, die ist noch bei Zelda. Die Weiber wieder mal beim Weibertratsch. Immer noch. Meine Fresse. Die haben ja auch nichts Besseres zu tun. Und hier unten auch noch nichts. Na, ist ja super. Und Sprung. Und nochmal Sprung. Und schon wieder. Und weil es so schön war, noch ein 5. Mal. Geld. Nee. Hallo? Mensch, jetzt geht das Schwert kurz. Seht ihr das? Da ist der Griff ja fast länger als der Rest des Schwertes. Alter Schwede. Tja. Ein hübscher Zahnstocher, muss ich schon mal sagen. Vor allem für den Verbannten war. Naja. Später mehr dazu. Gut, das klappt noch ungefähr. Anvisieren. Naja. Muss reichen, Leute. Muss reichen. Ups. Das war natürlich nicht so clever. Ja, so. Ja.
Und auch völlig logisch, die Außenanzeige geht dabei überhaupt nicht down. Wo seid ihr? Na, Monsterkralle? Keine? Schade. Aber spielt auch keine Rolle, denn wir haben genügend auf Vorrat. 7 Stück, das müsst ihr reichen für den ersten Schild und so und die ganzen anderen Upgrades, aber das seht ihr noch. Schleimi? Ah, hier ist er. Gut. Gut. Fledermäuse, kommt her! Ich will euch aufschlitzen. Na? Mann, nee, ist das schwer kurz, Seit wann halten die 2 Schläge aus? Ich bin verwirrt. Aber egal, Moment mal kurz, da gibt es doch noch was. Das habe ich beim ersten Mal beim letzten Let's Play auch verpasst. Oh, hoppala. Und 20 Rubine, weil es so schön ist. Yeah. Gut, gut. Oh. Die Monster Family ist ja schön. Aber nicht für uns. So. Mann, nee, wir brauchen die 2 Schläge. Der hat das Übungsschwert. Das macht dir gar keinen Schaden. Bei dem reicht es jetzt zum Weise ein Schlag. Naja. Komm schnell. Kurz runter. Komm schon. Oh, bam. Wo ist der nächste? Komm schon, komm schon. Bam, bam. Und auch der ist finito. Tja, so schnell kann das gehen, Freunde. Und zack, und hopp, und... Yes. Und nochmal ein Zwacken. 20er? Zwacken? Oder vielleicht doch nur ein 10er? Nee, ist ein 20er. Yeah. Bereits 93 Rubine. Hey, Mann, sind wir reich. Gehe ich jetzt den falschen Weg? Nee, müsste der richtige sein, wa? Wer kam der jetzt? Ah, da oben. Der ist mir egal. Und hopp, und... Ja. Komm runter, Mann! Mann, ey! Das glaube ich ja nicht. Hopp, und hopp, und bam! Hey, was so? Geht doch. Und tschüss. Du bleibst gefälligst hier, Mann. Alter Schwede. Jetzt auch noch ein Zwacken, wenn ich nicht komplett irre. Jawohl, sogar 2. Alter Schwede, also hier kriegt man echt schnell Geld. Naja. Muss ja auch so sein für die riesen Geldbörse, wa? Und der Hinterausgang. So. Wer will das mit mir anlegen, wa? Speicherstatue, komme ich gleich dazu. Erstmal wird unser Michael. Erst einmal werden wir schön unterbrochen. Da bist du ja, Michael. Ich habe gehört, dass du auf dem Weg zum Wasserfall bist und dich von der Luft aus gesucht. Hast du einen Bogenvogel gefunden? Bart und seine Kumpel sollen sich oft dorthin herumtreiben. Gehen wir. Hä? Ching, ching. Zelda, alles in Ordnung? Wer ruft da? Oh, tut mir leid, ich war kurz abgelenkt. Gehen wir. Ja, nee, ist klar. Immer Frauen, war immer von allen möglichen abgelenkt. Naja. Oh. Da ist er ja. Er ist eingeschlossen. Ein Wolkenvogel. Mein Vögelein. Das darf nicht wahr sein. Hat er jetzt Angst? Du musst keine Angst haben, ich bin da. Und zack. Da ist Sau und sehr gut. Und da oben noch. Einmal, zweimal. Und du bist da befreit. Endlich wieder mal die Flügel ausbreiten. Ja! Ich bin Ho, das legendäre Pokémon. Was? Nee. Falsches Spiel. Unsere geliebte Aurora. Yeah! Aurora, die Göttin der Morgenröte. Unser Wolkenvogel. Aurora und Michael wieder vereint. Juhu! Ach, ist das schön. Los, Michael, beeil dich, sonst verpassen wir noch die Vogelreiterzeremonie. Ruf deinen Vogel. Zelda? Hey, Michael, diese Stimme. Hast du das gehört? Ich glaube, deine Einbildung hörst du.
In letzter Zeit habe ich das oft. Ich habe das Gefühl, als rufe mich irgendjemand. Wir wissen auch ganz genau wer. Michael, hast du jemals darüber nachgedacht, was sich wohl unter der Wolkendecke verbirgt? Alle sagen, da gäbe es nichts. Darüber nachgedacht habe ich nicht, aber ich weiß es. Aber was heißt das, da ist nichts? Ich kann daran nicht glauben. In einem alten Buch meines Vaters habe ich von einem Ort gelesen, der Erdland heißt und viel größer sein soll als unsere Welt. Niemand hat sich dorthin begeben. Aus irgendeinem Grund bleiben auch die Wolkenvögel stets über den Wolken. Aber eines Tages möchte ich dort heruntergehen und selbst nachsehen. Dieser Tag wird eher kommen, als du denkst, Zelda. Das kannst du mir glauben. Tut mir leid, dass ich dir schon was erzähle. Komm schon, lass uns gehen. Sieh doch, was sagt mir? Auch dein Vogel Mann, kann ja mal quatschen. Sieh doch, auch dein Vogel wartet auf dich. Wenn du geschwungen bist, musst du unterdrücken. Diesmal wird dein Wolkenvogel kommen. Oh yes. Das mache ich auch. Link, hallo. Wenn es geht, nicht unbedingt jetzt. Doch, es muss jetzt sein. Also dann, treue Aurora, komm zu mir. Einfach mal so jetzt. Und wir fliegen. Wir fliegen wie ein Adler. Juhu. Ja, ist das sehr schön, aber ich will mal gerne die Folge beenden langsam. Mensch. Das Wolkenmeer, die Kürbisinsel hier unten. Was, Inselnamen anzeigen? Oh, achso. Ja, wir kennen sie noch gar nicht. Ups. Sorry, ich hab gespoilert. Nach der ganzen Aufregung sollen wir noch einmal alles durchgehen. Fühlst du dich bereit zu fliegen, Michael? Ja, kein Problem. Du bestimmst die Richtung, in die du fliegst. Falls du schneller fliegen möchtest. Genau, um Höhe zu gewinnen, ruckartig nach oben und unten. Nein, sie dann nach unten. Immer wieder ruckartig nach oben und wieder. Ja, Mann. Und? Ist mit deinem Wolkenvogel alles in Ordnung? Natürlich! Wieso kommen wir nicht näher? Zelda! Mann, hör auf damit mit dem Scheiß, ich muss zurück, ich muss am Ende mal abspeichern. Die Folge ist lang zu Ende. Yeah! Mensch, will endlich dahin! Zelda, willst du mich verarschen? Menschenskind, hey. Michael hat schon das Schlimmste befürchtet, aber dein Wolkenvogel scheint in Ordnung zu sein. Vater und die anderen warten sicher schon. Beeilen wir uns. Ja, ich hoffe, ich kann trotzdem noch abspeichern. Weil ich kann mich nicht mehr erinnern, wie das war. Damals. Ja, jetzt kommt die Frage. Leute, wie es weitergeht bei Skyward Sword Hero Mode. Das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute und ciao zusammen. Juhu!